Schönen Dank, Dr. Pauline Galay, und schönen Dank, Jad, für dein außergewöhnlichen Referat. Ich will jetzt teilen mit meinem Ekran mit euch. Ihr könnt alle sehen. Ja, gut, sehr schön. Ich will anheben. Gut. Pogromliteratur ist die Literatur von Zerstörung und Überkehr. Der Pogrom-Genre ist davke ein Genre von Gewalt und Scheuderlichkeit, wie euch ein Genre, was fordert ein Bruch mit friedlichen Methoden und Ephanim von Leben und Trachten. Als eine Sache wie die jüdische Pogromliteratur, das heißt die Literatur, was identifiziert sich Tage mit dem russischen Begriff Pogrom, ist ein relativ neuer Phänomen. Lemoschel, in 1910, es arbeitet nicht, okay, gut. In 1910 bemerkt Literaturkritiker Balmachschowitz, als noch die ersten Pogromen in die 80er Jahren vom 19. Jahrhundert hat aufgesprotzt eine ganze Literatur. Man soll ihm davon seine jüdische Übersetzungen von polnische und russische Dramen und Romanen, wie euch die später dicke klassische und bekannte jüdische Werk Bialik's in Schritt der Stadt, Lamed Shapiros berühmte Erzählungen, Pogromlieder von Moshe Leib Halpern, Leivik, Markisch, Rosa Feinbergs Pincus, David Pinskys Familie Zvi, und die Regime geht sehr Sach weiter. Es ist euch wichtig zu bemerken, als Pogromliteratur von Anhieb an ist somit gewinn kontroversiell. Soll man schreiben Belletristik wegen einer sehr mieser Sache? Herr David Nomberg in 1916 hat sich genommen zu der Debatte. Er sagt, der Pogrom ist scheuderlich und die Pogromliteratur ist, äußer eigene Ausnahmen, euch nicht mehr wie scheuderlich. Viel ist fabriziert geworden in unserer Literatur mit dem Pogrommotiv. Sie haben einen neuen Min Schund hereingeführt in unsere Literatur, dem Pogromschund, wo seid euch zu sein, sehr intelligentisch und spielt auf die Nerven und ihn doch herein verdarbt das bisschen Geschmack, was hat sich bei uns angeheuben zu entwickeln. Oben ist Maske mit Nombergen, darf man unterscheiden zwischen der Pogrom-Thematik wie ein Muster in der jüdischen Literatur und dem Emerson Pogromgeschehnis. Die Pogrommuster in jüdischer Literatur ist der Fall, eine Brehre, was ein jüdischer Schreiber macht, überzuschreiben dem Muster auf ein neuem Eufen. Und anstatt ein langen Referat wegen die Makoides von der Pogromliteratur in modernem Jiddisch, werde ich besser anheben mit dem dicken Argument von meiner Literaturforschung. Hagam Doslov bis jetzige Studien legabe der Thematik von jüdischer Pogromliteratur haben gelegt der schweren Emphas auf der jüdischen Literatur von Mizrach-Europa und Amerika, will ich proben zu integrieren dem wenig ausgeforschten Trum von palästina-jüdischer Literatur in Scheiches mit Forschungen von Gewalt und Racialisation. Nicht nur das, aber die frühe dicke Studien von Pogromliteratur haben euch gelegt dem Trop auf der Repräsentierung und innerliche Lebens von, versteht sich, jüdische Karbonis von Pogrom. Bin ich äußern, aber wie soll der Pogrommuster in jüdischer Fiktion kann schaffen, neue Euphanim zu gucken nach dem Säune, das heißt dem Pogromschick, für die, was wissen nicht, das heißt der Pogromizer. Ein wichtiger Moschel davon ist die Keseder-dicke Assoziation von Palästina mit Pogromschickes in der jüdischen Literatur und der jüdischen Presse. Wir können weiter meinen, als das Wort Pogrom ist dann ein verständlicher Termin für eine Sache jüdischer Schreiber und Seher Eulims. Ich teile aber, als die Ausmalung von dem Araber befragt dem Palästiner, wie ein Pogromschick stellt vor mit sich eine Racialisation, was wird der möglich durch den Pogrommuster in der jüdischen Literatur. Daheine, Palästinyer sind beschrieben geworden mamisch wie Pogromschickes, das heißt unruhige, naiv, frume, chayische, mit Neigungen zum Gewalt. Als ein Blick auf den kleinmersten arabischen Pogromschick in jüdische Fiktion nimmt Davke von anderer Genealogie von Racialisation, fantasiekle europäische rassische Theorien, orientalistische Machschowes und ist sehr tief verbunden mit dem mitbegleitenden Aufstieg von politischen Zionismus bei die jüdische Machabrim Gufe, was ermöglicht den physischen und ideologischen Zusammenstoß von dem Jiden mit dem Araber in Palästina. Nun,
Die jüdische kulturelle Welt hat aufgenommen arabischen Gewalt gegen jüdische Besetzer im Land in die frühen Jahren vom 20. Jahrhundert mit dem besonderen Wort, das ist Pogrom. Als Sachschreiber, stark versorgt mit den Gewalt in Palästina, haben gehalten für wichtig oder tagenetig durchzuführen eine Analogie zwischen Palästina und historisches Synchronis von gegen jüdischen Gewalt in Mitteleuropa. Wie Emilia Glaser teilt schon in ihr Buch Songs in Dark Times. Die Frage, sie die jüdische Presse soll rufen dem Gewalt, Lemoschel, in 1920, ein Pogrom, hat gespalten die linksgestimmte jüdische Welt. Das Wort Pogrom, laut Glaser, ist ein Passwort oder ein kultureller Begriff, was führt zu Translokieren. Translokieren heißt, als man schreibt über einen spezifischen kulturellen Text oder Hassoge, der soll passen zu einem neuen Kontext. Vergleichen die zwei kulturelle Überlebungen und beiden die Kategorien von Gruppenidentität. Das Translokieren von dem Wort Pogrom zum palästinischen Kontext schafft neue Beziehungen zwischen die zwei Wörter Araber und Pogrom. Ich lege vor, der Ergänzung von Glasers Theorie, als das Translokieren von dem Passwort Pogrom zu Palästina weckt auf eine wichtige Möglichkeit von jüdischen Machabrim in Palästina, sich zu rangeln mit der neuen Säune in dem Muster im Land der Araber. Um zu beweisen, was ich meine, will ich sich konzentrieren auf Shmuel Isban. Wenn Schriften sind ein größer Teil von meinem Projekt. Reishis Kol, ein kleiner Kitzer wegen den Menschen allein. Isban ist geboren geworden, Shmuel Isbitzki in Gostinin, Polen in 1905 und schon debütiert mit seinem ersten herausgegebenen Lied in 1925, was hat geheißen Allahs Zorn, der Erzählung wegen einer arabischen Volksmeister. Die Thematik von Arabischkeit und Fremdkeit ist gewesen sehr wichtig für Isbanen und er ist mamschig mit der Thematik durch sein ganzes Leben zwischen New York und Palästina. Isban hat Tage gehabt eine Reputation für sein Interesse in der nicht-aschkenasischen Welt. Eine Reputation, was hat getrieben, Melech Ravitch zu schreiben, als Isban ist unser belletristischer Sephardim-Entdecker und Glattstein zu kommentieren, als Isban hat eine scharfe Neiger für Exotik. Sowohl von Isbans Werk kommen vor in Palästina, wo hat gewohnt für mindestens 16 Jahre und hat der Erfahrung eine große Faszinierung mit der palästinischen Zwiebel. Heint will ich reden wegen seinem zweibändigen Roman Familie Karp, was ist heraus in 1940, was beschreibt die schrecklichen Überlebungen von einer neu gekommenen askenasischen Mischproche in Jaffa und sehr prüft, sich zu integrieren in der neuen jüdischen Medina. Der Klimax von dem Roman ist eine Pogromszene, stehens gesagt, wo spalt die Mischproche herab und führt alle Parscheinen im Buch auf neue Wegen. Isban hebt an seine Pogromszene mit der Beschreibung von den Spannungen zwischen die jüdische und arabische Teuschwim in Jaffa. Er sagt, in Jaffa auf der schmalen Postgas, in dem gedichten Tummel zwischen arabischen Trunkstuben, Friseurs und Küchenflechters, hat Leibkarp geöffnet ein kleines Restaurant. Nicht kennend sich der Schlucken zu einem Geschäft in Tel Aviv, hat sich hereingeklebt kein Jaffa, in rechten arabischen Gepilder. Leibkarp, der Protagonist und Patriarch von Roman, hat sich nicht gekannt überkleiden kein Tel Aviv, die neue jüdische Stadt, zu lieb ökonomische Siebes. Und zu lieb dem hat gedarft sich besetzen in arabischen Gegenden Jaffa. Sein jüdisches Restaurant hat gemacht der Räuschen Gegend und sein Schochen, der Bäcker, ein Palästiner, Tahir Ali, agitiert gegen Leibkarp. Tahir Ali wird beschrieben wie ein Heucher, ein Knochiger, mit lange, schwere, übergelegte Wunzes, wie euch ein frommer Musulman, was hat herausgewiesen, offene Feindschaft gegen ihn. Ein Tag kommt Tahir Ali zu Leibkarps Restaurant, ihm aufzureizen. Er sagt, er hat Meisterschochen sich gestellt in sein Tier und mit die echte orientalische Chniferei, was hat gekannt meinen, Messias Nefesh, Verrat. Bei dein vorne Herrschochen hast du verloren das Vermögen. Aber dein Sitzen da, das Sitzen in einem Midberland, kann euch einmal kosten das Leben.
Das Arabisch von seinen Schochen wird beschrieben auf stereotypischen orientalistischen Öfen, a viele mit Grammen. Die Palästiner von Familie Karp sind ausgemalt geworden mit der lignerischen Charakter. Isbans Fokus auf der arabischen Sprache wie ein Mittel von Poesie, von Islam, von Liegens und gewaltiger Gesangen gegen Jiden spiegelt ab Isbans Proof unterzustreichen die linguistische Fremdheit von der Mischproche Karp in Jaffe, wo seinen Mamisch herumgeringelt mit arabischen Gepilder. Der Motiv von linguistischer Fremdheit ist Mamschich in dem Roman, als die arabische Sprache von seinen Schreinen wird euch beschrieben wie Asakone. Später im Roman sieht man, als der Tumult von der arabischen Sprache Leut Karp wird sakonidiker und sakonidiker und stammt von die offene und heimliche Meiler von den Arabern. Er sagt, der Ruf zu Gebet hat geklungen in Lebenseuren wie Geschreien, was hetzen, was treiben der mahmedanischen Moin von Gortner Reus, die Bettlers von die Metschetschwellen, der Monendigsee, als die Milchomes-Mitzwe gegen den Gläubige ist knowend. Gleich nachdem, was hört dem Ruf zu Gebet, proklamiert Lebkarp. Er sagt, euch da in Eretz Israel sind Jiden ausgestellt auf eine Kreuzfeier, als euch da hängt über sie der Pachet von die mahmedanischen Schreinen. Geht Acht zum Ausdruck euch da, weil es beweist eine Teleologie von gegenjüdischen Pogromgewalt von Polen bis Palästina. Der misrach-europäische christliche Pogromschick ist nicht da, aber das Translokieren von Pogromgewalt in Palästina ermöglicht dasselbe Kreuzfeier, aber das mal von muslimischen Palästinern. In Isbans Palästina-Pogromszene wird der Araber eine Zichedicke stochen und eine religiöse Säune. Der so gerufene Pogrom in Jaffa hebt sich an mit dem Geschrei von einem alten, verwundeten Mann, jüdischen Mannsbild. Er sagt, Aschchite. Noch Bialeks Lied ist Jaffa jetzt die Palästiner Schchite Stadt. Von der Behaltnis hinter einem mahmedanischen Gasthaus hat sich herausgeschossen der Machne Araber, bewaffnet mit Steckens, mit Steiner und mit Messers, haben sie noch gejagt die Entläufendicke, wie ein Schatte mit der Fegel. Sie haben wild geschrien, Atba el-Yahud, lohn stechen die Jiden, Din Mohammed besafe, Mohammed Mishpat ist ein Schwert. Noch einmal ist der Araber verbunden mit seinem Messer. Isban stellt vor, als die Palästiner jagen noch sehr jüdische Karbonis wie Chayes, schreien dich auf Arabisch die Sloganen von misrach-europäischen Hooliganen. Isban hat sich allein gegeben die jüdische Übersetzungen von dem Arabisch, was verstärkt noch einmal die linguistische Fremdheit von der Szene. Der Image von arabischen, muslimischen Pogromschick bezieht sich euch zum Image von christlichen russischen Pogromschick in Lamed Shapiros der Zählung, wenn's russische Sprache wird euch betont inmitten Gewalt. A viele später in Szene, wenn lebt der Zet eine Gruppe arabischer Offizieren in der Schrittestadt, bemerkt als sie trugen russische Papaches auf ihre Cap. Der Pogrommuster wird da genutzt in Isbans Fiktion zu stellen Palästina wie der neue Säune von dem Muster. Azad zwischen dicken Zusammenstoß ist typisch für ein Pogromgenre. Aber Isbans Roman arbeitet gleichzeitig wie eine literarische Entdeckung von der nicht-jüdischen und nicht-aschkenasischen Welt und damit wird geboren ein neuer, rassischer Typ, Lekol in der jüdischen Literatur von dem arabischen Pogromschick, was ist ein translokierter Phänomen und gemischter Produkt von dem einseitigen Aufblick von politischen Zionismus und noch pogromdicke Literatur. Sof, weil ich bin jetzt herumgeringelt mit anderen jungen Jüdischisten, will ich unterstreichen ein paar Zukunften und Fragen in jüdischen Muden wahrscheinlich der Thema. Man hört sehr oft, ob man Jüdisch ist, als man darf kennen mindestens
3 Sprachen nach Jiddisch, ja? Als wenn man redet wegen Sprachen in jüdischen Mudim, kann man euch tragen wegen Arabisch, wie eine Sprache, was ist wichtig für Jiddisch-Forscher. Arabisch und die palästinische Literatur ist und wird sein ein wichtiger Mocker und Mitschmuster für junge Jiddischisten und der nahe jiddischistische Zukunft. Euch wegen Themes in jüdische Limudim, Rasse und das Rangeln mit orientalistischer Gedanken bei jüdischen Schreiber und zu endigen auf einen jüdischlichen Eufen, will ich endigen mit der Frage, eine Sekunde, es hat sich geendigt. Gut, zu endigen auf einen jüdischlichen Eufen mit der Frage, wie ich habe gesagt, wie soll wollen wir Jiddischisten kritisch betrachten der Matze von Jiddisch in Palästina und ihre Beziehungen nicht nur zu Zionismus, nur euch zu Palästina und der nicht-aschkenasischen Welt? Welche Rolle spielt Rasse in unserer Literatur, befragt in Palästina? Und ich meine, das ist der Zoff von meinem Referat. Schönen Dank euch.